Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal zum zweiten Spiel bei der Club-WM gegen die Boca Juniors zur frühen Stunde, kurz nach 5 auf den Samstagmorgen. Joa, bevor wir da ein bisschen reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, gebt dem Video einen Daumen, schreibt einen Kommentar, damit unterstützt ihr einfach das, was ich so tue. Joa, gehen wir es kurz ein bisschen durch. Also erstmal vielleicht vorneweg, wer irgendwie gesagt hat, bei dieser Club-WM gibt es keine interessanten Spiele oder es ist keine gute Stimmung. Also ich fand es ein interessantes Spiel. Ich denke, die Stimmung war überragend. Am Ende des Tages natürlich ein verdienter Sieg. Ja. Gerade erste Halbzeit haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, mal abgesehen von 10 Minütchen, wo wir Boca Juniors ein bisschen den Ball gelassen hatten. Zweite Halbzeit war es dann wieder so ein bisschen, ja, das, was sich auch durch die letzte, oder was heißt letzte, ist ja immer noch die aktuelle Saison, was sich so ein bisschen durch die Saison gezogen hat. Wir haben vorne nur ein Tor gemacht, hätten eigentlich 2 oder 3 machen können mit den Chancen und Halbchancen, die wir so hatten. Ja, und kriegen dann einen dummen Ball, weil wieder beide Innenverteidiger sogar eine dumme Entscheidung treffen. Der gegnerische Spieler das natürlich auch sehr, sehr gut gemacht hat. Und dann ist natürlich das Spiel offen gewesen. Ja, da war Stimmung da. Wir haben Boca Juniors zurück ins Spiel geholt und haben die auch nochmal gepusht. Dann hat man aber schon gesehen, dass denen dann am Ende, also umso mehr Wechsel stattgefunden haben bei Boca Juniors, kraftbedingt, umso weniger ist da passiert. Man hat schon gesehen, dass die Wechsel, die da gekommen sind, die Mannschaft eher verschlechtert hat. Fairerweise bei uns auf der Seite aber genauso. Ja. Dass man dann noch einen Leroy Sané eingewechselt hat, für mich eine absolute Farce. Katastrophe. Ich weiß nicht, was dieser Spieler. Es ist völlig fein, dass der Spieler dabei ist. Ja. Dass da eingewechselt wird, ist für mich eine Farce. Da gehört ein Lennart Karl eingewechselt und Feierabend. Ja, da gehört kein Spieler eingewechselt, der in 9 Tagen weg ist. Also geht in meine Birne nicht rein. Aber gut, muss es auch nicht. Ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick auf die Statistiken, bevor ich noch ein bisschen was zum Spiel sage und zu den einzelnen Spielern ein bisschen. Eine Benotung schenke ich mir bei der Club-WM, aber ich werde so die Spieler herausheben, die heraushebenswert waren und zu dem einen oder anderen Spieler ein bisschen was sagen. Gut. Blick in die Statistik sollte eindeutig sein. Ja, 2:1. Ja, auch man hat es dann gesehen, wo wir 84. das zweite gemacht haben. Da war das Ding durch. Ja, selbst mit 8 Minuten Nachspielzeit. Boca Juniors war nicht mehr in der Lage, da nur ansatzweise irgendwas zu zeigen. Ballbesitz 72, 28, Abseits 3:0, Fouls 13, 18, Zweikampfquote 47, 53, Schüsse aufs Tor 4:3, Schüsse insgesamt 11, 6. Sieht man jetzt, war jetzt nicht ein Chancenfeuerwerk. Ecken 6:1, angekommene Pässe 596 zu 169, Flanken 11, 7. Schüsse insgesamt Olisse 4, Kane 4, Coman 2, Torschussvorlagen, Kingsley 1, Heavy 1. Gewonnene Zweikämpfe, Stanny 6, Olisse 6, Coman 6, Ballkontakte 117 Kimmich, 103 Olisse, 75 Tah. Ja, gefault worden, schenken wir uns wie immer. Vielleicht erstmal ein paar Worte zu den Boca Juniors. Erste Halbzeit war das Atletico Madrid auf Steroide, was das Zweikampfverhalten, die Nicklichkeiten, das Aufregen angeht. Das war schon mehr das, was ich erwartet habe. War auf jeden Fall eine wilde Nummer. Zweite Halbzeit war es ein bisschen besser. Ja, da war nicht mehr so die ganz große Aufregung da. Immer noch nicklig, gerade zum Ende hin dann nochmal schön ein paar Fouls auch an Heavy verteilt. Auch Michael hat ganz gut kassiert in dem Spiel. Ja, war das, was man erwarten konnte. Ansonsten, ja, hat man gesehen, wir haben den Boca Juniors eigentlich 2, 3, 4 richtig gute Kontermöglichkeiten gegeben, aber sie haben es einfach nicht geschafft, den Ball zum richtigen Mitspieler zu bekommen oder in den richtigen Raum zu befördern. Ja, sie haben es dann
In der zweiten Halbzeit 2, dreimal gut gemacht über die Seite von Conny Leimer. Ja, gehen wir mal ein bisschen rein. Conny Leimer heute offensiv, erste Halbzeit bärenstark im Zusammenspiel mit Michael. Zweite Halbzeit dann viel, viel defensiver. Und wenn was über seine Seite ging, ja. Also einen Angriff hat er vereitelt, 3 Konter war wieder Standard. Ja, also Conny Leimer, ey, alles gut. Ja, wenn das unsere Spielweise ist mit einem super offensiven Rechtsverteidiger, dann ist Conny Leimer der richtige Mann. Defensiv, er ist halt einfach kein Außenverteidiger. Das hat man heute auch wieder gesehen und das gegen eine Mannschaft, die offensiv auf die 90 Minuten gesehen kaum existent war. Ja, und selbst da hat er Probleme gehabt. Also so gut wie er nach vorne ist, gerade im Zusammenspiel mit Michael, fühle ich 100 Pro, ja. So schlecht ist, wenn ein Gegner mal ein bisschen über seine Seite spielt. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Stanisic und Tah haben mir erste Halbzeit sehr, sehr gut gefallen, was den Spielaufbau anbelangt hat. Ja, haben immer versucht, das Spiel schnell zu machen, nicht irgendwie 300 Mal quer. Immer versucht, das Spiel nach vorne zu machen. Auch beide auch mal, gerade Stani öfter auch mal, wenn halt alles zu war, ja, den Ball genommen und einfach mal 20, 30 Meter gepusht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch erste Halbzeit hat Stani sehr, sehr viele Zweikämpfe gewonnen, wo es wichtig war, ja, wo dann kein Konter entstanden ist. Ansonsten fand ich Stani ein gutes Spiel gemacht. Ja, bei dem Gegentor sah er nicht gut aus, völlig viel zu überheblich, viel zu hektisch da herangestürmt. Das hätte man ein bisschen cleverer machen können. Fairerweise muss man auch sagen, dass Tah ihn überhaupt erst in diese Situation gebracht hat. Und noch schlimmer fand ich es, dass da mal wieder auf weiter Flur ja nur unsere beiden Innenverteidiger zu sehen waren. Keinerlei Absicherung, ob es durch einen Außenverteidiger war oder durch einen defensiven Mittelfeldspieler. Nichts. Ja. Und dann sieht das halt einfach so aus, wie es aussieht. Guerrero fand ich auch ganz gut. So die erste halbe Stunde war gut mit im Spiel drinne. Danach wurde es immer schlechter und wurde dann ja auch, ich weiß gar nicht, wann war es. Guerrero 67. dann ausgewechselt. Kimmich, Goretzka. Kimmich hat mir die ersten 10 Minuten gut gefallen. Ja, warum? Weil er das Spiel auch da versucht hat, schnell zu machen, oder die erste Viertelstunde. Ich habe, glaube ich, nicht einen Querpass oder einen Pass nach hinten gesehen von Kimmich. Ja, immer versucht, nach vorne zu spielen. Das wurde dann von Minute zu Minute, nach Minute 15 immer schlechter. Ja, da war wieder der Standard Kimmich, super lahmarschiges Spiel, quer nach hinten. Zweite Halbzeit war es eine Katastrophe. Kimmich komplett abgetaucht in der schwierigen Phase, ja, nach dem Gegentor, wo Boca dann wirklich am Drücker war. Nichts zu sehen von einem Kimmich, gar nichts, komplett abgetaucht. Ja. War erst dann wieder zu sehen, nachdem wir das Tor gemacht haben, beziehungsweise mit einer Minute vorher bei der Einleitung. Dann war ein Kimmich auf einmal wieder zu sehen, weil wir wieder Oberwasser hatten. Aber in der schwierigen Phase war von einem Kimmich nicht zu sehen. Ja, da war mehr von einem Harry Kane zu sehen, der sich hat fallen lassen, wie von einem Kimmich. Das war nicht, weiß ich nicht, das ist nicht. Dass er Kapitän der Zukunft sein soll, ja, wilde Nummer. Leon war sehr durchwachsen. Ja, hat gerade nach der ersten Viertelstunde dann, wo Kimmich relativ wenig zu sehen war Leon ein bisschen mehr da, aber auch wieder auf so einer halblinken Posi. Hat es dafür aber ganz gut gemacht, fand ich. Ja, hatte dann aber auch gerade in der Rückwärtsbewegung, hat man schon gesehen, selbst gegen eine Mannschaft, die kaum existent war, schon seine Probleme gehabt. Auch im Zweikampfverhalten war nicht gut. Ja, hat sich da vielleicht aber auch ein bisschen anstecken lassen. Ja. Vorne Coman, Gnabry, Olise, bärenstark erste Halbzeit. Ja, wirklich bärenstark. Gerade Kingsley und Serge haben mich überrascht. Olise sind wir gewohnt. Kingsley muss natürlich das zweite Tor machen. Ja, das war eine Farce, aber das ist eben Kingsley Coman. Ja, so, das muss man so klar sagen. Wenn man Kingsley Coman aufstellt, weiß man, was man kriegt. Ja. Man bekommt einen Spieler, der mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Vorbereiter ist, der Angriffe einleiten kann, aber er ist mit Sicherheit kein Vollstrecker, Alter. Ja. Obwohl, den muss eigentlich jeder reinmachen, ob er Vollstrecker ist oder nicht, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber genau das bekommst du, wenn Kingsley in diesen Räumen ist. So, das muss man einfach sagen. Ja, er ist kein Harry Kane oder kein Olise oder
Selbst ein Gnabry ist da abgebrühter vom Tor. Ja. Ansonsten hat King aber ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Ja. Und man hat auch direkt den Bruch gemerkt, nachdem er ausgewechselt wurde. Das muss man auch mal sagen. Leroy hat eine Szene gehabt, und ansonsten hast du von dem man nichts gesehen. Habe ich aber auch nicht anders erwartet. Ja. Also Kingsley wirklich ein gutes Spiel gemacht. Serge hat mich überrascht, gerade so die ersten 25 Minuten war er wirklich richtig gut im Spiel mit King und Odessa. Danach wurde er immer schlechter. War es nicht mehr so stark von Serge, muss man sagen. Gegenteil von Michael. Michael hat eine sehr, sehr starke erste Halbzeit auch gespielt, wie ich schon sagte, gerade im Zusammenspiel mit Conny. Zweite Halbzeit, ja, hat man gemerkt, die Müdigkeit war da bei Michael auf jeden Fall, hat sich auch oft dann verrannt in den Gegner, ja. Beim Tor, aber er hat es immer wieder versucht, ja, und das ist der große Unterschied. Also auch viele Zweikämpfe, viele Fouls gehabt, auch oft Fouls, die nicht gepfiffen wurden, hat sich trotzdem nicht hängen lassen, ja. Immer weiter und hat dann natürlich auch das Tor sehr stark gemacht, was natürlich auch dann Harry Kane stark vorbereitet hat. Das erste Tor war ja, das ist, wo ein Mittelstürmer dann sein muss, ne, wenn da so ein Abpraller kommt. Ansonsten hat Harry Kane einen schweren Stand gehabt, muss man ganz klar sagen. Gerade nachdem Gnabry immer weiter abgebaut hatte. Musialas Einwechslung, gehen wir da noch kurz drauf ein, hatte gar keinen Effekt. Ja, so gar nicht. Der war gar nicht zugegen. Also das hättest du dir komplett schenken können. Hat auch einen Bruch im Spiel gegeben, ja. Auch wenn Serge schon schwach war, hätte man wahrscheinlich eher Müller bringen sollen. Ja. Oder jemand anderen in die Mitte ziehen und vielleicht ja, irgendein Talent mal reinwerfen, aber gut, so ist es. Ja, Pavlovic, ja, durchschnittlich würde ich sagen. Ja, auch viel dann quer und auf Sicherheit, anstatt mal das Risiko zu nehmen. Hat mir nicht so gut gefallen, wenn ich ehrlich bin. Ja, wie gesagt, durchschnittlich. Lieber habe ich schon gesagt, eine Szene gehabt, ansonsten nicht zu sehen. Völlig fein, dass er auf dem Feld stand, eine absolute Farce. Ja, da gehört ein Lennart Kahl hin und Feierabend und nicht irgendein Spieler, der in 9 Tagen weg ist aus diesem Verein. Upper war gleich gefordert, weil er kam, wo Boca die Drangphase hatte. Ja, danach sehr unauffällig. Von Boca kam dann aber auch nichts mehr. Wie gesagt, jeder weitere Wechsel bei Boca hat auf jeden Fall Qualität weggenommen, das hat man gesehen. Ja, und bei uns kam dann noch Thomas Müller durch Musialas Verletzung. Ja, keine Ahnung. Hoffen wir mal, dass es nicht mehr die alte Verletzung ist. Wir wissen es nicht, muss man abwarten. Sah auf jeden Fall nicht gut aus. Natürlich schwer zu sagen. So im Nachhinein können wir natürlich immer klug scheißen, ja. Warum man das Risiko dann eingeht und nicht sagt, ja komm, dann schmeiße ich erstmal einen Thomas Müller da rein und heb mir, also genau umgekehrt. Ja, ich schmeiße einen Thomas Müller rein, hört sich jetzt hart an, aber da wäre es nicht ganz so schlimm, wenn da irgendwas passiert. Was eh sehr unwahrscheinlich ist, weil Müller nur Haut und Knoche ist. Und spare mir Musiala wirklich auf, wenn es wirklich eng geworden wäre und hätte ihn für die letzten 10 Minuten gebracht. Ja. Ich kann natürlich die andere Seite verstehen, dass man sagt, oh ja, komm, wir wollen aber Jamal wieder ranführen und geben ihm halt eine halbe Stunde, 20 Minuten, um ihn ranzuführen, kann ich schon verstehen. Ja, im Nachgang war es dann die verkehrte Entscheidung, wenn es wieder die alte Verletzung ist oder wenn es jetzt ein, was weiß ich, Muskelfaserriss ist oder was weiß ich. I don't know, wir werden es sehen. Gute Besserung an dieser Stelle auf jeden Fall. Ja, Einfluss hatte er heute nicht. Ansonsten, ich fand es ein sehr, sehr interessantes Spiel. Jetzt natürlich kein super krasses Offensivfeuerwerk, obwohl man sagen muss, die Torschussanzahl, die hier steht in den Statistiken, mit 4 aufs Tor und 11 insgesamt. Es war unterhaltsamer, als die Werte das ausdrücken von unserer Seite. Also für mich, ich fand es ein sehr unterhaltsames Spiel. Ich fand es ein sehr, sehr interessantes Spiel. Gerade auch Boca mit einer sehr, gerade in der ersten Halbzeit, mit einer sehr, ja, mit einer Spielweise, die man selten sieht, so in Europa. Irgendwie so
Flanken aus der Mitte auf eine Halbfeldposition, um da dann den Spieler irgendwie in eine Position zu bringen. War sehr interessant. Ja, man hat gesehen, dass einfach Cavani da vorne gefehlt hat und dass da jetzt auch nicht so die super krasse Offensivqualität war, obwohl sie zwischendurch, wenn sie sich das Herz genommen haben und wenn wir sie halt auch gelassen haben, haben sie schon gezeigt, dass sie spielerisch und so weiter schon was drauf haben. Ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Deswegen, für mich war es ein sehr interessantes Spiel gegen eine argentinische Mannschaft. Einfach mal eine andere Art Fußball zu sehen. Hat mich auf jeden Fall unterhalten. Für mich hat es sich gelohnt, wach zu bleiben. Ja, ich fand es ein gutes Spiel. Von unserer Seite eine sehr, sehr starke erste Halbzeit. Dann wie immer ein bisschen was liegen lassen. Ja, Grüße gehen raus an King, der das zweite Ding da machen muss. Dann ist der Deckel da drauf auf dem Spiel, denke ich. Oder es wäre nochmal interessanter geworden und Boca hätte nochmal richtig alles nach vorne geworfen. Aber ich glaube, da haben einfach auch so ein bisschen die Kräfte gefehlt. Gerade zweite Halbzeit bei Boca. Ja, das hat man schon gesehen. Ja, zum Glück haben wir das verdiente 2:1 dann gemacht. Wäre schade gewesen. Ne? Dann hätten wir so jetzt nochmal ein Endspiel gehabt gegen Benfica, wo du unbedingt hättest nochmal einen Punkt holen müssen. So sind wir safe durch. Ja, ja, und gut ist. Ja, wir entscheiden dann jetzt, ob Boca Juniors weiterkommen oder nicht. Indem wir entweder gegen Benfica gewinnen und dann kommt es natürlich darauf an, wie hoch die Bocas überhaupt in der Lage sind zu gewinnen gegen den Amateurclub. Aber das ist auch nicht unsere Sorge. Ja. Wer der Gegner sein wird, ja, ich habe irgendwas von Chelsea gehört oder sonst was, wird natürlich noch entschieden. Da ist natürlich noch ein drittes Spiel. Ist auch völlig wurscht. Ja. Mal abwarten. Ja, wie gesagt, ich fand es interessant, hat mir gefallen, Stimmung war gut. Und das ist, was ich zum Spiel sagen kann, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus an alle, die das Spiel gesehen haben. Eine gute Nacht, haut rein. An alle, die das Video erst später sehen. Einen schönen Tag. Wie immer, Leute, zum Ende vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.